Mijn wens is dat wanneer we zingen dan, taub zingen dan, dat we van hart zingen dan, dat hielt sich von dir so schein. Aber wenn wir taub unsere Geschenke nach Gott bringen, das ist unser Opfer, das ist unser Dank, unser Preis. Und wir wollen von dir sein, was unser Tag Mission ist, und ich will uns von dir weiter abfreschen, und was unser Ziel ist, und wo wir dieses Tag wollen verder schaffen. Und ich weiß, das ist ein Anfang, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns noch mal weiter denken haben, wer sind wir? Und warum sind wir hier? So, wir wollen von dir unsere Mission übergehen und sagen, warum haben wir dem? Und dann werden wir ein klein bisschen sein, was ist unser Verlangen, wo wollen wir unsere Mission ausleben? Wenn wir von Mission reden, dann, hier wird viel von Mission geredet. Und wenn jeder hineinkommt, die wollen da auf der Wand sein, das ist in Englisch, leading people to become fully devoted followers of Christ. Und hier in der Englisch, in der deutschen Andacht, sagen wir, unser Ziel ist, die Menschen leiden, dem Jesus Christus noch folgen. Das ist unser Ziel. Aber warum haben wir uns gewählt, dass wir wollen sein, das ist das Wort, wir hier sind. Ich will ein klein bisschen nehmen, erklären, warum das unsere Mission ist. Die erste Frage ist, was ist eine Mission? Was ist ein Ziel? Das ist wichtig, dass jeder Tag, jede Organisation, jede Person weiß, zu was sie sind. Warum sind wir hier? Zu was hat Gott uns hier in Leamington gesagt? Wo sollen wir verder weggehen, wenn wir nicht wissen, warum wir hier sind? Wenn wir bis sein, wir wollen einen Truck fahren, so haben wir das. Das ist vielleicht gut von der Universität, aber ohne dass wir einen Grund haben, ohne dass wir eine Ursache haben, wird nicht getrieben ans Hort sein, was uns fehlen, der haben einen Unterschied merken für Gottes Reich. So, das ist wichtig, dass wir verstehen, warum sind wir hier. Das ist die Frage, was Mission antworten wird. So ganz einfach gesagt, warum ist dir eine Church hier in Leamington? Die Menschen leiden, dem Jesus Christus noch folgen. Das ist das, was wir hier sind. Und wir werden niemals vergessen. Wir sind hier wegen Jesus uns geraten hat. Wir sind hier wegen Jesus Christus uns rauben, der am noch folgen. Und wir sind hier wegen euer Jesus Christus zu Himmel fahren deit. Die, was wir seht, nu go und merk Menschen zu liegen. Das ist das, was wir hier sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir es nicht Tag weiten, woran wir hier sind. Wegen, ich glaube, wir merken uns viele Dinge deutlich. Ohne dort eine Tag, dort erklären, woran wir hier sind, welche Menschen sein, na, der Tag ist hier für das. Und dann sagt er, no. Ich kann das ganz ordentlich verstehen. Wir sind hier für den Stadt. Und er sagt, nee, wir sind hier für das. Und wenn wir alle bis persönlich abkommen, dann, woran wir glauben, der Tag hier ist, was wir dann fertig hier vorfingen, dann ist, dass jede Person, die sich dann dazu anstellen, dass sie dort wollen. Wir sind fertig mit den Menschen, wir sind artig, aber wenn wir können mal eine Mission kommen, und wir können uns einig werden, und eine Mission, das hilft uns taub schaffen. So, das ist wichtig, dass wir Klarheit haben, was unsere Mission ist. So, was meint das, dass wir Menschen leiden, dem Jesus Christus noch folgen? Das erste Part, was ich dann ein bisschen erklären, ist leiden. Warum brauchen wir das Wort leiden? Und das ist, wenn eine Tag leiden wird, das meint, die haben Dinge durchgedacht, die wissen, woran die Dinge tun, und sie haben einen Plan. Und dann gehen die Fähre ab. Und wir wollen Menschen leiden. Wir wollen Menschen nicht bloß leiden, dass sie Port sind von uns. Wir haben ein Ziel, wo wir Menschen anleiten wollen. Und dort ist ein großer Port von Leiterschaft. Dort ist nicht, dass wir bis Raum gehen. Wir sind uns Ziel, wir gehen fairer weg. Und wo gehen wir fairer weg hin? Wir wollen Menschen nach Jesus wiesen. Du als Kraft in Jesus sein.
Du als Kraft von Jesus sein Brot, du als Kraft von Jesus Christus sein Auferstehung, du als Kraft in den Heiligen Jesus, was Jesus Christus von dort abwarten hat. Und wir wollen Menschen leiden zu Jesus. Der zweite Punkt ist, wer will wir leiden? Wir wollen Menschen leiden. Und das ist wichtig, das ist nicht bis, weil wir dort nicht bis ewig geben. Worum das wichtig ist, dort wird Menschen in uns Mission als das. Wir sind hier für Menschen. Wir sind hier nicht für ihr Gebiet, wir sind hier nicht für eine Gemeinde. Wer da wir leiden? Menschen. Und dort wird Menschen fehlen. Das Wichtige ist unsere Ordnungen, unsere Regeln, dass wir dort haben. Wir wollen haben, dass Menschen sollen geholfen werden hier. Wir wollen haben, dass Menschen sind immer wichtig, als wo wir dort wollen tun. Dort Gott kann die Tag brauchen, zum Menschen helfen. Und wenn du hier bist von dir, und das horchen das, und unser Verlangen für die ist, dass dieses eine Person, wer Gott ist, wer Gott leben wird, was Jesus Christus besiegen, dass du ein Mensch, eine Person, was Halb kriegen, für was Gott für die hat. Wir sehen, dass wir Gott, oder Jesus, seine Ziel auch, dass wir seine verlangen. In Lukas Kapitel 11, Vers 40 sagt es das. Und er sagt, wij ook junt strafgeleden. Je verloren de Menschen met lossen, en zij schier nicht drehen kann, en je zelfs rier nicht ein Finger, die du drehen halten. Ich glaube, dass es leicht, dass wir eine Tag, es ist eine Familie, irgendwo, wo wir Menschen proben, Ordnung zu halten, dort wir Regeln haben, dort wir gewisse Dinge verlangen dann von Menschen, und dort wichtiger worden, dass die Menschen halten. Und wir wollen eine Tag sein, was Menschen halten dann. Wir sind nicht eine Tag von Regeln, bloß wegen wir Regeln wollen haben. Wir sollen nicht bis Ordnung anführen, wenn wir Ordnung wollen haben. Wir wollen Menschen leiden. Menschen. Das ist, woran wir hier sind. Und das meint dann, dass wir wollen vielleicht Menschen halten, was wir vielleicht nicht ganz möglich sind. Wir wollen vielleicht Menschen hier in der Tag haben und hier in der Deutschen Andacht haben, die ein Leben führen, was wir in vielen Wegen nicht gleichen tun. Wir würden vielleicht auch tauschen und uns erkelt erleben. Das ist Tag erst für seine Menschen. Menschen, die halb fehlen dort. Eine Tag ist nicht ein Hospital für gesunde Menschen. Der Tag ist ein Hospital für kranke Menschen. Und jede Person ist willkommen hier, dort sie Jesus Christus kann beginnen, dort sie kann Freiheit finden in Jesus. So das meint dann, dass du wollen vielleicht noch mal Menschen hier sein, wo dort noch nicht alle vor dich haben. Wer wir in Genot, wer wir in Leib, wer wir die abnehmen, dort Jesus Christus kann die anderen merken, was bloß er kann merken. Das nächste ist, dass wir Menschen leiden, zum Jesus Christus nachfolgen. Ich wollte noch mal ein klein bisschen mehr reden von dort Luther, aber wir wollen Menschen nur Jesus wiesen, aber das wird nachfolgen erst bei uns sehr wichtig. Wegen viele Christen reden von der Bekehrung. Und die Bekehrung ist wörtlich sehr wichtig. Die Bekehrung ist den Anfang, aber das ist nicht den Ende. Ein christliches Leben, was bis die Bekehrung hat, ist nicht vor dich. Wie ist es nicht, weil Menschen leiden, um Jesus nachfolgen. Das meint, dass wir sind hier von der Person nicht bloß für den Anfang, aber für den ganzen Wandel mit Jesus Christus. Und uns Wunsch für uns ist das, dass jedes Jahr, was vorbeigeht, jeder Monat, was vorbeigeht, jedes Jahr, wo ihr kann zurückkicken und sagen, ich habe das Jahr gewaschen. Ich habe ein Ziel, um Jesus Christus nachfolgen. Und nun kann ich sagen, was Jesus Christus hat getan. Und wie ist es nicht Tag, wenn die halten, dass die lernen, Jesus Christus nachfolgen. Und das meint, dass wir das nicht Tag haben, wir sollen alle
ganz hingegeben nur vor ihr sein. In der Englisch gebraucht das Wort fully devoted. Das meint ganz hingegeben. So, was meint das, dass Jesus Christus nur vorhin? Ich sehe da, die Bekehrung ist nicht das Ganze, aber das ist der Anfang. Und wie sie es nicht wollen, wir wollen Menschen anrufen, wenn sie Jesus noch nicht angenommen haben, wenn sie Jesus Christus noch nicht kennen, wenn sie noch nicht nur vor ihr sind. Wir wollen die Evangelium so klar ausleihen, dass sie das verstehen können und dass sie können persönlich wählen, um Jesus annehmen. Wir wollen das klar machen. Und der Raub und die Einladung ist einmal hier, wenn Jesus noch nicht angenommen haben. Von der ersten Tag, um das zu tun. Das zweite Ding ist, wir wollen ein Vorbild sein und wir wollen Menschen einladen, um Jesus nachfolgen. Nicht bloß zu der Bekehrung, aber nach der Bekehrung auch. In Johannes Kapitel 10, 27 sagt es, dass meine Schop hören meine Stimme und ich kann an und die kommen mir heran. Das ist, was Jesus verlangt, wie dort wie Schop sein. Wie sie eine Stimme hören. Nicht bloß, dass er uns raupen wird für die Bekehrung, aber das Schop uns fehlt, uns Radar und uns Halle und uns Schop hat, jeder Tag. In Johannes Kapitel 12, der 26. Vers sagt es steht, wer mir deinen will, der muss mir nachfolgen. Dort ist nicht bloß genug zu sein, ich lebe, ich habe mich bekehrt, ich will Gott dienen. Nee, wir müssen nachfolgen sein. Und dann sagt er wieder, und wo ich sie, soll mir deiner auch sein. Und wer mir deinen Wort, den Wort mein Vater ehren. So, das deinen Nachfolgen ist verbunden. Und ich will niemals glauben, dass Jesus nicht kann, deine Community, und das meint nicht, dass wir fertig sind, aber wir müssen ein Ziel haben, wir müssen ein Verlangen haben, dass wir Jesus Christus nur vor ihr sind. Und dann der zweite Part von dem ist, dass wir sind ganz hingegeben. Ich rede zu mir selbst, und krieg's in der Woche, dass ich uns probe, von dem Mut zu merken. Wir werden nicht in der Kirche sein, was glücklich ist, mit Jesus Christus nur folgen. Wer wir nicht Christen sein, wer wir nicht Jesus nur vorher sein, wann bis Jesus nur folgen wird, wann dort passend ist, wann dort möglich ist, wer wir ganz hingegeben nur vorher sein. Und das ist unser Raub. Wer wir uns Glauben ernst nehmen. Jesus Christus hat so viel getan, um uns loszuhalten von unserer Sünde. Wer wird Dankschein sein für was er getan hat, dort wir ganz hingegeben sind. Das meint nicht, dass wir noch bloß mehr Worten proben zu tun, gute Dinge zu tun, dass wir Gott tun. Das meint, dass im Glauben sind wir ganz hingegeben. Wir geben uns selbst ab. Dort, was argig ist, dort, was selfish ist, wir leihen dort zu sehen. Und wie Jesus Christen, freu uns der Frau, was verlangt Jesus Christus von mir? Was lehrt Gott mir zu tun? Was lehrt die Bibel und was sagt der Herr Jesus zu mir? So, das ist ein Klima, was unsere Mission ist. Und ich will uns weiter bis heute denken. Unsere Mission ist nicht grautet und complicated, das ist ganz simpel. Ich glaube, das ist simpel genug, dass wir alle einig werden über das Eindenken. Wenn wir an das Eindenken uns einig merken, dort, was wir verschieden dann haben, dort können wir dann taub haben, wenn wir gehen alle in dieselbe Direction. So, das ist ein bisschen unsere Mission. Wir wollen Menschen lehren, zum Jesus nachfolgen. So, was für eine Kirche will wir dann sein? In Englisch wird wir sagen, das sind unsere Line Values, das ist, was wir tun, das sind unsere Werten, das sind unsere Values. So sind ein paar Dinge, was
Ich will uns von dem mal merken, dass wir es nicht stark annehmen dürfen, das anservieren. Jede Familie hat eine Personality, die haben eine Natur, das ist, wer sie sind, das ist, was sie wichtig tun. Weißt du, von jenen wassen in ein Heim ab, wo dort ganz einfach war. Da war groß genug abgeriemt in Haus, dass einer sich schämen, wenn der Jahrstime. Nicht so? Und dann andere Familien, die haben das so rein, einer wird irgendwo gern eten von der Schiefloten rauffallen, da wird ganz okay sein, wenn das alle wegen so rein wie. Und wir haben das verschieden. Wir haben verschiedene Werten. Und das meint nicht, dass eine Familie schlagt der erste der andere. Das ist bloß, was von der Familie sind wir und was sind unsere Werten. Und unsere Werten, weil wir von der durchgehen zu sein, was von der Familie sind wir. Was ist unsere Personality? Das erste Ding, was wir wollen wörtlich sein ausdrücken, ist, dass wir sind hier für Jesus. Jesus ist, woran wir hier sind. 2. Korinther Kapitel 4, der 5. Vers sagt es dort. Wir predigen nicht uns selbst, aber dort Jesus Christus Herr ist. Und wegen ihm sind wir jene deiner. Woran sind wir hier? Wegen Jesus. Und wenn wir hier jedes Mal wie taub kommen, wir singen von Jesus, wir bringen eine Botschaft von Jesus. Wir reden von Jesus, wir beten zu Jesus. Das ist woran. Jesus ist uns Lehrer. Jesus ist uns Rader, uns Heiland, uns Schubhort. Und du wegen, wo wir Radung predigen, dort wir können seilig worden durch Jesus Christus. Bloß durch Jesus Christus. Wir wollen predigen, wir wollen lehren, so dass Menschen Jesus Christus lernen können. Und am Lehren zum Nachfolgen. Unsere Botschaften, unsere Lieder, was wir singen, dort, die sollen ihn halten, zum Jesus Christus nachfolgen. Wir wollen in so einer Weise, dass nicht taub kommen. Wir wollen Botschaften reinmerken. Wir wollen, wenn wir hier das nicht taub kommen und reden, wir wollen in so einer Weise reden und von Jesus reden, in so einer Weise, was am ihren det. Und dann, wir wollen das nicht voll sein von Christen, was Jesus Christus seine Natur, sein Charakter, braucht nur zu folgen und zu leben. Das ist, was unser Ziel ist. Und dann mit das, wenn wir anfangen, dass Jesus Christus wörtlich ist, und hier in uns schaffen das, und wir persönlich geändert worden durch Jesus Christus, wir wollen das niemals stillhalten. Wir wollen Jesus mitteilen. Dass andere können dort beleben, was wir belebt haben. Das sind dann vielleicht Tiden, wo wir fallen, wir sind weit off von Jesus Christus. Und wir gehen Tiden durch, wo wir durchfallen. Und ich will uns von der halten denken, das ist okay. Aber wenn wir niemals abhören mit Jesus Christus mitteilen, mit anderen, wenn wir dort tun, wir fingen an, dass Jesus Christus ist durch für alle Menschen. In allem. Und dann zweites ist, wir wollen nicht stark sein, was treu bleibt, zu dort, was die Bibel lernt. In 2. Timotheus, Kapitel 2, der 15. Vers sagt es dort. Seht flietig von Gott Anerkennung zu kriegen, dort du dort Wahrheitswort reich lehren lässt. Dort du damit nicht schämen brauchst. Was Paulus hier zu Timotheus sagen wird, es dort er soll lehren, dort Wahrheitswort reich lehren. In ohne wahr zu sein, reich utleihen, reich predigen, reich lehren. Wenn das ist wichtig, dass wir treu bleiben zu Gottes Wort. Eins eine Zeit, wo die Kirche weggehen wird, von dort, wo die Bibel lehren wird, die Zukunft für die Kirche
als schwach und nicht sicher. Ich glaube, wenn ganz vertrauen, wenn wir wollen treu bleiben zu dort, was Gott lernt in sein Wort, das ist stark, was nicht in eng haben. Wir bauen nicht an uns selbst, wir bauen nicht an eine Person, wir bauen an Gott sein Wort. Und Gott sein Wort ist ewig. Und wir können an Gott sein Wort uns ganz vertrauen. Dort ist dann wichtig, dass wir treu bleiben zu dort, was Gott sagt. Dass wir nicht das Wort verdrehen, dann dort passen, das, was wir wollen haben, das soll sein. Wenn wir dort einen besten Weg legen, dass wir dort ändern tun, dass es sagt, was wir sein. Wenn du als Kraft in Gottes Wort, dort ist mehrlich, dort Menschen hier fern wollen stehen und vielleicht sehr reden können, aber du erstmal wenig Kraft in was ein Mensch kann sein. Aber dort, was Gott gesagt hat, dort hat Kraft. Dort ist Gott sein Leben wird. Und der Heilige Jesus braucht dort, was lebend ist von Gott, und er hat unseren Hort. So dass wir können ein Leben in Gott beginnen. In 1. Korinther Kapitel 2, die ersten 4 Versen sagt es dort. Als eine jüng Heimbrüder, jüng Gott sein Geheimnis weiten zu lassen, dass ich dort nicht mit Hüge wird in großer Weisheit. So er sagt, er kann nicht mit Menschen Weisheit. Ich hielt mich manchmal dafür, dass ich selbst nicht weiß als Jesus Christus, den ihr gekreuzigt. Als ich noch jüng heim, fällt ich mich schwach und flotterig uit Angst. Meine Lehre und meine Predigt wirkten. Nicht dadurch, dass ich großartige Wert oder menschliche Weisheit brauchte, aber dadurch, dass Gott sein Jesus mit vieler Kraft wirken lässt. Die Glauben soll sich nicht nur Menschen in Weisheit richten, aber nur Gott seine Kraft. Weil wir uns nicht bühren an was Menschen sein, weil wir uns nicht bühren an was Menschen verlangen, weil wir uns sicheren Grund bühren an was die Bibel lernt. Und das meint dann, dass wir Studenten sind von was Gott sein Wort lehrt. Wir müssen lernen, um das Wort recht zu verstehen. Und das meint, dass wir können nicht viel sein in der Bibel nur lesen und studieren. Dass wir dort lernen können, was sagt die Bibel. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist auch. Viele Menschen die sagen dann, was meint die Bibel? Ich glaube, wenn wir würden erst die Frau fragen, was sagt die Bibel, dann würde das ein viel besserer Anfang sein. Wenn Pferden sagt, das Stift in der Bibel, dort steht geschrieben. Nicht gleich dort. Wenn dort auf uns einen sicheren Grund, dort steht geschrieben, in Order zu sein, dort ist ein Steingebiet. Dort moved nicht. Dort ist sicher. Dort steht geschrieben. Und dort, was Gott sagt, ist wichtiger, als dort, von wo wir kommen. Wir kommen von verschiedenen Hintergründen. Und viele von euch weiten, ich bin hier von Kanada, und viele von euch sind von Mexiko, von Belize, von Bolivia, in anderen Städten. Wir kommen von verschiedenen Hintergründen. Und wir kommen von verschiedenen Traditions. Und wir kommen alle zu Tag, wir haben uns bessere Dinge vielleicht alle vergenommen. Das ist, was die Bibel meint. Aber wenn wir kicken, wenn wir die Bibel taub merken und fragen, was sagt die Bibel? Dass wir lassen Gott reden zu uns, ohne dass wir unsere Brillen absaten, dass wir wollen haben, dass die Bibel stimmen, das, was wir auch glauben, die Bibel sagt. Das meint dann, dass wir wollen uns nicht demütig sein und obsehen, dass Gott unsere Horten und unsere Gedanken ändern wird, dass jedes Jahr, dort, was wir glauben, dort, was wir ausleben, dort alle stimmen, was Gott sein Wort sagt. Nicht bloß, was wir Menschen da würden meinen. Der meint dort, was Gott sagt, das ist das Allerwichtigste, was wir Menschen in der Bibel wird sein. Der meint, dass dort, was Gott sagt, als wichtig ist, was unsere Kultur sein wird.
Wir wollen uns nicht schwer merken, was der Welt sein wird. Wir wollen uns richten und uns abbühen an was Gott sagt. Und dann wollen wir auch lernen, dass Gott sein Wort recht ausleben. Gott sein Wort als lebendig. Die Heilige Jesus, was die Propheten, die Aposteln halten, die Bibel schrieben, der ist von der da auch noch in uns. Dort hij ons helpen, dat dort uitleven wat Gott sein Wort sagt. Wir sollen dort uteven dort, wo es sagt. In Jakobus Kapitel 1, 22 sagt es, jemanden aber auch dort daunen, wo das Wort sagt. Willst bloß hören, reg nicht tau. Das beschummel je selbst. Und dann wir wollen haben, dass die Bibel soll uns ändern, wer wir sind. In Johannes Kapitel 5, 24 sagt es steht, ich sage die Wahrheit, wer mein Wort hört und dem glaubt, dem mir geschickt hat, dort wird leben und kämpft nicht, dort gereicht. Aber er ist von dort zum Leben gekommen. Wir wollen so eine Weise, dass nicht Torkind Maut merken, um dort Leben oder dort Bibel auszuleben. Und das ist nicht ein Leben, was dort ist, was traurig ist. Das ist ein Leben, was vollbracht ist, vollkommen ist. Und Friede bringen das. Abbühen das. Wir sind von dort zum Leben gekommen, weil wir uns loten dann auch den Leben, dass die Welt der Leben kann sein. So wir sind in der Kirche, was büht sich an der Bibel. Das tradet erst dann, wir wollen in der Kirche sein, was versammeln viel recken wird. Und ich weiß, dass wir haben in vielen Wege uns angewandt, zur Kirche kommen, sind das Smars. Aber ich hoffe, das ist nicht unsere einzige Ursache. Wir wollen taub kommen, wir wollen taub kommen. Wir wollen mit unseren Freunden taub kommen. Wir wollen mit unserer Gäste, Familie taub kommen. Wenn vielleicht einer Werk, dann bangen wir uns all. Und nicht bloß dort, wer wir der Werk auch taub kommen. Wer sie von Jüngst an Port von Bibelstunden, wo die taub kommen down und Gottes Wort studieren down. Dort ist Gott. Dort ist, wir wollen dort haben, dass Menschen sollen taub kommen, versammeln. Gott sein Willen ist nicht, dass wir allein Jesus Christus nur feiern down. Wir sollen dort mit anderen Christen taub. Wir wollen eine Kirche sein, was Menschen willkommen wird. Wenn Menschen kommen für die erste Wohnung, ich weiß, viele von uns sind über die letzten paar Jahre sei nie hier. Und ich denke, dass die erste Mal, die kommen hier näher. Und ich weiß nicht, ob das negativ oder positiv wäre. Hoffentlich wieder nur positiv, wenn die hier noch wären, hier noch sind. Ich denke dort, wo dort wir für die erste Mal näher kommen. Wir wollen eine Kirche sein, was willkommen wird. Und wenn dann nie Menschen kommen, werden wir uns taub stehen, in der Kirche, werden wir willkommen. So dort, sie können Jesus Christus hier beginnen. Dort hier, was bitte gewöhnlich wird passieren, wenn Jesus Christus hier ist. Und das nächste ist, das vierte ist, was wir wichtig haben, dass wir wollen Menschen helfen. Römer Kapitel 12, der 10. Vers sagt, als Brüder soll je einordnen von Horten Gott sein. Merkt einmal Ruhm für den Nächsten seine Ehe. Das meint, in einer Weise zu sein, wir sind nicht hier für uns selbst, wir sind hier für uns Nachbarn. So check im Klimat rum, wer hier sitzen, und wer Port von der Kirche ist, die sind hier für dich. Die sind hier nicht bloß für ihn selbst, die sind hier für andere. Und das sagt hier, wir sollen einordnen Gott sein. Und das ist nicht bloß ein Gefeil, das ist, wo wir einordnen abnehmen dürfen. Wo wir mit anderen spazieren dürfen. So, dass wir können eine Stadt sein, wo Menschen uns vertrauen dürfen. Wie die weiten, dass wir und Gott sind. Das nächste ist, und das, ich hoffe, was uns merken. Wir wollen eine Kirche sein, wo das scheint.
In Englisch würde wir sagen, we want to be a church who has fun. Gerne vielleicht auch beobachtet. Wir gleichen zu lachen. Wir gleichen zu spoßen. Wir gleichen zu jochen. Wir gleichen dort Scheinjet. Warum? Gott hat uns losgekauft von der Tod. Und nu hat uns losgekauft, dass wir nicht leben haben. Und das nicht leben ist lebendig. So wie es ist nicht tut, wir wollen haben, dass es Scheinjet. Wir wollen haben, dass es Scheinjet, wenn Gott gut ist. Wir sind losgekauft von unserer Sinn. Wir sind frei in Christus. Unsere Zukunft, wenn wir auch nicht unsere Zukunft kennen, dann Jesus kennt unsere Zukunft. Und Jesus ist gut. Und wenn wir da in der Stadt sind, nicht dort wie unschuldig sind, nicht dort wie inappropriate Dinge hier tun. Nicht dort wie kängerig sind, bloß zum Spaßig sein. Aber wenn wir nicht Tag sein, was viel lachen das, uns viel freuen das, dort das nicht steht ist, wo Menschen in Gott beginnen. Der nächste ist, wir wollen nicht Tag sein, was ein positive Influence hat für unsere Community. Ich weiß, diese Frau wird nochmal gefragt von der Tag. Und dort ist, wenn diese Tag nicht mehr wir, wird Leamington dort antworten. Ich weiß, wir würden uns alle bangen zu dieser Tag. Aber wird Leamington sich bangen in ihrer Church? Was ich meine mit Leamington ist die Stadt und die Community. Und auch die, die nicht zu dieser Tag gehören. Auch die, die nicht Jesus Christus nur vor ihr sind. Erst der leibende Not, was hier in uns ist, wenn Jesus Christus uns der leibende Not gegeben hat. Jeder zu sein in Leamington. Nicht bloß hier, aber in Leamington. Wenn wir sind Port von Leamington und wie weit wir sind auch online. Und wo wir Menschen helfen dann online. Wir wollen nicht Tag sein, was ein Influence hat, ein guter Influence ist. Klaus Kapitel 4, 5 und 6 sagt es dort. Leeft wees für die noch nicht zu jemand gehören. Und dort die Tijd gaat brücken. Jün Reden soll einmal leiftolich und interessant sein. Bei mich jünt einen Drehen zum Antworten, dort Gott vor allem ist. Von wem redet es falsch? Er redet von die, wer noch nicht zu jemand hier. In Ordnung zu sein, die wir noch nicht Christen sind. Und zu die soll wir leiftolich sein und interessant sein. Zu die soll wir gut sein. Zu die soll wir ein gutes Antwort rein haben. Dort sie können auch lernen, was er meint, Jesus Christus nur folgen. So das ist nicht Tag, wir wollen jeder Gelegenheit brücken, was Gott uns geben wird, dort wir ein Licht kann sein für Leamington. Wir sind nicht hier bloß für die Christen. Wir sind hier für die ganze Welt, dort die ganze Welt kann Jesus Christus lernen kann und nur folgen. Ich will Ihnen ein klein bisschen anspornen, ich weiß, viele von Ihnen, die kommen von einem Land, wo je mehr als eine Sprache kann. Und wie das ein Ding, was mir am Hort ist, und dort ist, dass viele von Ihnen können gut Spanisch reden. Können gut Plattdeutsch, können gut Englisch, können Spanisch. Und Leamington ist eine Stadt, wo viele Sprachen und viele Menschen haben. Und ich will Ihnen von der anspornen, wenn Sie Spanisch können, kijkt bis nach unserer Stadt. Und sei viele Menschen, die würden können helfen. Ich glaube, wie es nicht sagt, wir haben viele Menschen, die Spanisch und Plattdeutsch und Englisch können. Und wir sind in einer Stadt, wo wir eine unique Gelegenheit haben, die Menschen helfen. So braucht dort, was Gott ihnen gegeben hat, damit unsere Community ein Licht sein für Jesus. Und dann das Letzte, was ich uns mit merken, ist, dass weil wir ganz hingegeben sind, zum Jesus dienen.
Wer wir nicht gleichgültig sein, in Englisch würde wir sagen, wer wird nicht half-heartedly down, wer wird das nicht bloß ganz einfach merken. Wenn wir Jesus dienen tun, wenn wir irgendwo nicht Werk tun, wer wird das mit uns ganzen Hart tun. Wer wird nicht bloß sagen, ich war vielleicht, oder ich kann mithelfen, oder ich war, wenn mir das passen wird. Wer wir Menschen sein, was von Hart dienen tun. In Kolosser Kapitel 3, der 23. Vers sagt es steht, alles, was je tun, das sagt alles, dort von Harten Jahren als für Gott und nicht für Menschen. Hier sind ein paar Dinge, die wir von dieser Vers können lernen. Wir sagen, alles, was wir tun, das meint nicht bloß dort, was wir sind, das Smars tun, auch die Dinge, was wir durch die Werk tun, und wo ich auch da. Alles, was wir tun, wir sollen das von Harten Jahren tun. Wir sind nicht bemacht, wir wollen das freiwillig tun, dort, was Gott uns teraupen wird. Und wir wollen das tun, nicht bloß für Menschen, wenn wir Menschen gefragt haben, wo wir nicht frei sind, um das tun, dort, was Gott von uns verlangen wird. Nicht für Menschen, aber für Gott. Und denkt mal an, wenn wir können Jesus Christus selbst sein, und er wird uns frei und was tun, wir würden das ganz tun, dass wir Gottes wir können. Dort soll uns Aussicht sein, dass was immer wir tun dort Kraft von Jesus, du selbst wir an uns ankriegen, um das tun. Dort wir das Jahren tun von Hort. Eine Woche, wo wir wollen deinen an ein Licht sein, ist dort wir wollen wirklich geben in alles, was wir tun. Ein Ding, was mir einmal sehr ermutigend von unserer Kirche ist, wo viele von uns so freiwillig geben tun, mit ihrer Zeit, mit ihren Gaben, mit ihrem Geld. Wir sind eine Kirche, wir sind eine reiche Kirche. Nicht bloß an Geld, aber mit Menschen, mit Gaben. Und wer wir nicht jitzig sein mit unseren Gaben, wer wir nicht jitzig sein mit unserem Geld, wer wir nicht jitzig sein mit unserem Haupt, wer wir wirklich geben. 2. Korinther Kapitel 9, der 11. Vers sagt, die waren nur alle 7 Hand recht gemerkt. Dort, woran sie wir recht gemerkt? Dort die Rief utteilen kann. So wollen viele Gott für die Gaben danken, die sie vermitteln. Gott hat uns wirklich gesandt. Ich brauche ein bisschen klein bisschen kicken, und was von der Vorteile wie in der Tag kommen. Es kann sein, wofern wir uns gekleidet haben. Und wir haben nicht alle gleichen viel, aber jeder einer von uns hat viel. Viel Gaben, viel Zeit, oder viel Energie zum Danken und zum Dienen und zum wirklich geben. So, was immer du hast, wenn du Zeit hast, wenn du eine Gabe hast, wenn du Geld ist, wo wir Menschen können halten, werden wir wirklich geben. Und das letzte ist, ich will uns ermutigen, weil wir in Glauben verder kicken, wo wir dienen sollen. John teilt von dem Klima mit von Anbüren. Und das ist Part von unserer Mission. Das ist eine Leidenschaft und das ist eine Tag. Woran will wir anbüren? Weil wir anbüren, bloß dort wir dort ein Klimbett besser haben, wenn wir kommen? Das ist nicht die einzige Ursache. Wir wollen dort tun, so dass wir mehr Menschen reden mit dem Evangelium. Wir wollen mehr Menschen halten und wir glauben in dem Gebiet, wo uns halten, um dort zu tun. Und das wird dann meinen, dass wir uns vertrauen an Gott sagen tun. Wir wissen nicht, was die Zukunft anhalten wird. Aber wir wissen, wer die Zukunft weiten wird und an die Zukunft leiten wird. Und wir werden uns glauben sagen an Jesus Christus. So, dear an Church, besonders hier in der deutschen Andacht, werden wir uns vertrauen nicht sagen an einem Prediger,
an een persoon, aan een leadership board, aan een gemeente of een gebied, waar we naar Jezus kijken. Waar we ons laten leiden van God. En waar we in geloven verder weg gaan. Ik wil sluiten van deel met ons helpen denken wat Paulus geschreven heeft in Römer kapitel 10, 12 tot 15, dat zegt es dit. Du hast kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, willst dezelfde Haar als Haar über alle, richt je nu alle dort te geven, nur wat zij beten. Wilt, wer aber dem Herrn in zijn naam aanroept, wordt selig worden. Dit is onze boodschap. Aber wo sollen zij den aanroepen, an dem die nicht geloven, an dem, den zij nicht geglaubt haben? Oder wo sollen zij an den glauben, von dem zij nicht gehört haben? Und wo sollen zij hören, wann du kein Prediger ist? Und wo sollen zij predigen, wann zij nicht geschickt worden? So als geschrieben steht, wo wunderschein ist dort, wann die kommen, die uns den Fried predigen, die uns dort Gott zu sein haben. Und diese Vers, wir lesen hier, das redet von einem Prediger. Ich will nicht haben, wie von dir smart und denken, du hast ein Prediger und das steht und er steht am Stage. Ich will nicht alle rückchecken, sondern wir wollen das Evangelium predigen. Met je weet, met wil je leven, met wil je geven, wil je leven. En wil je genood wezen dan. Wegen ohne dat we dat doen, wo wollen Menschen weiten? Und wenn Menschen nicht weiten, wo wollen sie bleiben? Und wenn sie nicht bleiben können, wo wollen sie Freiheit in Christus finden? Tjork, Jesus Christus will uns brücken. Dat mehr Menschen können Freiheit und Leben finden in Jesus Christus. Wir haben noch schließen mit einem Gebet. Gott im Himmel, wir sind dankbar für diese Gruppe, diese Versammlung von Tjork, diese Familie, was wir hier haben. Und Gott, ich weiß von dir, smart als das war, wir helfen uns selbst denken, wer wir sind, wo wir wollen die Tjork haben. Und Gott, ich bete, dass du wirst jede Person brücken. Wordt het niet wat van Allah? Jede Person hat eine Gabe, die has jeder eine von uns in Dienst gegeben, dat wir können hier in der Tjork mithelfen. Und auch Gott braucht uns in der Tjork in Leamington, in Ontario, in über der ganzen Welt, in Licht sein. Eine Stadt sein, wo Menschen kann Jesus Christus begegnen. Dort wird es Gott lernen kann. Und die Kraft, was Jesus Christus von dort abwarten deed, uitleven, dat viele Menschen können Jesus Christus noch folgen. Wir beten alle dit in Jesus Christus Namen. Amen.